Guten Morgen und willkommen zu einem Q&A-Video. Heute also kein NHL, sondern wie gerade erwähnt, ein Frage-Antworten-Video seit langem wieder einmal hier auf meinem Kanal. Es hätte einfach müssen sein. Und wir ja wissen, bin ich einer, der sehr gerne viel und ausschwänglich über etwas erzählt. Aus dem Grund labere ich jetzt nicht länger um den heißen Brei herum, sondern wir starten direkt rein mit der ersten Frage. Und die kommt vom Ivan. Er möchte gerne von mir wissen, was mein erstes Game war, wo ich gezockt habe. Und viele von euch wissen ja, ich bin der Rentner hier in der Schweizer Szene und aus dem Grund ist das Game auch schon sehr alt. Manche werden es kennen, wenn nicht, dann googeln, dann wissen ihr, wie alt das Spiel ist. Ich bin zwar nicht so alt, aber es ist trotzdem mein erstes Spiel, das ich gezockt habe, und zwar ist das Pong. Also ich merke jetzt gerade, ich würde gerne noch mehr über das Ganze reden und machen und tun, aber hey, da ist das Q&A. Also, kommen wir zu der nächsten Frage. Und die kommt vom armseligen Jack weg. Wie kann man nur so ein Nütiger sein? Ich bin jetzt ehrlich, das braucht hartes Training, starker Wille, Durchsetzungsvermögen. Nur so schaffst du es, einen endgültigen, absolutigen Profi zum Nütiger zu sein. Macht die Satzstellung Sinn? Ich glaube nicht. Und aus dem Grund kommen wir zur nächsten Frage. Was hat dich dazu bewegt, YouTube zu machen? Das ist die Frage von Janis, und diese Frage habe ich schon sehr oft gestellt und auch schon sehr oft beantwortet. Ich probiere mich da jetzt ein bisschen kurz zu halten. Mit YouTube selber habe ich ehrlich gesagt schon früh angefangen. Ich glaube so 2006, 2007, so ganz am Anfang von YouTube kann man schon fast sagen. Nur habe ich dort nicht gewusst, was ich wirklich mache. Ich habe einfach Highlights gemacht und die aufgeladen. Das war auch noch auf einem ganz anderen Kanal. Habe mich aber jedoch nie gross um das Ganze auch wirklich gekümmert. Es war mehr Highlights aufladen, damit das Kollegen dann auch anschauen können oder sehen, die Kills, die man gemacht hat, etc. Und durch das Ganze haben wir ja eben Leute kennengelernt. Und dann habe ich auch Leute kennengelernt, wo man gemerkt haben, hey, die Gameheftchen etc., die es gibt oder alles, die repräsentieren und geben nicht die Wertung für das Spiel raus, die ich würde geben. Dann hat man dann einfach entschieden, beziehungsweise andere haben schon vorher entschieden, so eine Seite zu machen, Online-Seite zum Games Tasten machen etc. Und ich habe dann halt die Leute kennengelernt und bin dann auch in das Ganze reingekommen. Irgendwann ist einfach zu viel für alle geworden, die Leute sind ausgestiegen, Sven war noch das Zweite und auch da haben wir gemerkt, es ist zu viel für zwei Leute, und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir hören auf, Privatleben etc. ist wichtiger. Nur ist es dann so gewesen, nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, dass es einfach etwas da ist, wo etwas da ist, das ist Deutsch. Also dann habe ich einfach gemerkt, etwas fehlt, dass eben etwas nicht mehr da ist. Und weil ich das ganze Equipment hatte, wie Capture Cards, Kamera, Mikrofon etc., habe ich mir gesagt, hey, du hast ja schon mal YouTube-Videos gemacht, zwar noch Clips, jetzt machst du es doch mal richtig. Ja, und dann habe ich so angefangen, weil ich einfach Spass habe an Videos aufnehmen, an Videos schneiden etc. Und jetzt bin ich da, wo ich jetzt halt bin. Bleiben wir so in dem Überbegriff Videos, YouTube, Twitch. Und zwar die nächste Frage kommt von der Mara, von Mrs. Fluffel, Lieblingsstreamerin. Und ich bin ehrlich, ich schaue sehr wenig separat aus nach Twitch. Ich verfolge natürlich die Schweizer Szene. Aber wenn ich eine schaue, Entschuldigung Mara, bist leider nicht du, sondern ab und zu, wenn ich reinschaue, ist das wirklich der Blatt Honey 90. Ihr könnt ihr sehr gerne abchecken. Und wenn euch gefällt, was sie macht, könnt ihr natürlich wieder auch ein Follow da lassen. Eben also auf Twitch, YouTube weiß ich gar nicht, ob sie hat, aber auf jeden Fall auf Twitch. Und lassen ihr sehr liebe Grüße vom Griechen hier. Jetzt gibt es einen kompletten Bruch in Sachen über Themen, kann man sagen. Und zwar geht es jetzt, wie kann es auch nicht anders sein bei mir, um Hockey. Und zwar möchte ich Elia wissen, für wer das ich bin in den Playoffs. Und ich bin ehrlich, ich bin für den SCB, weil es einfach der HCD, mein HCD rausgeschmissen haben. Einfach darum können sagen, wir sind gegen den Schweizer Meister rausgegangen. Das ist der einzige Grund. Ansonsten ist mir ehrlich scheißegal, wer Schweizer Meister wird. Und was gehört auch zum Hockey? Genau, Snooze. Und da passt am besten die Frage vom Michel. Und zwar möchte er von mir wissen, ob ich schon mal Snooze probiert habe oder es vorhabe. Ich habe selber schon mal Snooze gehabt, also probiert. Das ist damals in der Schule, also in der Oberstufe. Was ist man dort? 14, 15 um das herum. Sehr viel gesnoozt und gemacht, auch offenen Snooze und alles. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist irgendwie hure hässlich. Man hat das einfach gemacht, um cool zu sein. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, ist es überhaupt nicht cool, so Zeugs zu nehmen. Es ist so, egal, komm, ich mag doch keine Prediger machen oder so. Wer es will probieren, soll es probieren. Ich empfehle es einfach nicht, denn es bringt dir überhaupt
nichts. Die nächste Frage hat mit allem vorher überhaupt wieder mal nichts so und das feiere ich richtig. Und zwar möchte Joel wissen, was für ein Auto ich fahre. Und ich fahre gar kein Auto. Ich bin ein Rentner und ich habe nicht einmal die Autoprüfung. Ich brauche die nicht. Und wahrscheinlich würde ich sie auch nicht machen können, weil ich schlechte Augen habe. Also schlechte Augen, nein, ich sehe schon gut, aber mit dem rechten Auge habe ich etwa 30% Sehkraft und alles. Und nein, eine Brille bringt auch nichts. Ich bin schon bei Augenarzt und Optiker und bla bla bla. Ihr könnt euch das sparen. Ich würde eine Brille ein bisschen etwas verbessern, aber auch nicht wirklich. Und irgendwie ist mir das Thema auch zu blöd, über das diskutieren. Frage: Nein, ich habe kein Auto. Punkt. Somit komme ich bereits zu der letzten separat ausgehobenen Frage. Und die ist vom Basti. Warum so sympathisch? Ganz einfach. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo wahrscheinlich dem Video auch der Titel geht, der relevanteste Punkt für mich. Und zwar haben viele mich gefragt, ob ich mit ihnen zusammen spiele oder gegen sie spiele. Oder ich soll doch das einmal machen. Oder Kunde mal den Modus bei NHL. Kunde mal das spielen. Kunde mal den Dings. Ach, ich weiß auch nicht, einfach, ihr merkt, es ist einfach vielmal immer wieder die gleichen Sachen gekommen. Ich bin immer offen für Vorschläge und alles, zum neue Videoideen. Besonders ich frage auch manchmal danach oder so, dann ist es, ich höre das sehr gerne, aber eben für so Q&A finde ich das komisch. Nichtsdestotrotz weiss ich, dass das Ganze kommt. Das soll auch nicht das Thema sein, denn jetzt kommt der grosse Punkt, wo wahrscheinlich die Abos verursacht und Dislikes für das Video verursachen wird. Und zwar, ich habe das auch schon einmal in einem Twitch-Stream gesagt. Es ist momentan wirklich so, dass mein Kanal, wenn man den jetzt anschaut, mit allem, mit den Videos, die ich rausgehauen habe, mit der Anzahl Abonnenten, wie viele Klicks die Videos kommen und so kriegen, ist mein Kanal ehrlich gesagt tot. Der ist kaputt. Ich mache immer weniger und weniger Klicks, wieso auch immer. Ich weiß es nicht, die Leute schreiben nicht rein, was scheiße ist. Ich kriege keine Dislikes, ich kriege Likes, ich mache sogar Abonnenten. Aber ich mache Plus bei den Abonnenten, aber die Videos kriegen weniger Aufmerksamkeit, ob da YouTube es nicht vorschlägt oder etc. Das Ding ist halt das, ich habe sehr viele tote Abonnenten und das zeigt einfach, dass mein Kanal kaputt ist, ja fast schon tot ist. Und ich bin ehrlich, es ist ja so, dass ich einfach durch das Ganze, man sollte ja nicht auf Klicks schauen etc., mache ich auch nicht groß, aber wiederum mache ich es halt doch auch. Also man schaut doch auf das Ganze, besonders wenn man halt kleiner ist, schaut man noch extremer ein bisschen auf das. Und bei mir ist halt eben die Auffällung von den toten Abonnenten, das was ich gerade gesagt habe. Und der Aufwand, den ich habe für ein Video, um es zu machen, explizit nur für YouTube etwas aufzunehmen und zu machen, ist so gross und ich habe momentan einfach keine Motivation mehr für das. Momentan habe ich keine Lust, mich herzuhocken, an einem Tag, an einem Samstag oder einem Sonntag ein Video aufzunehmen und dann 6 Stunden oder 7 Stunden für ein Video dran zu sein, wo YouTube sich nachher denkt, fick dich, Jürg, das interessiert eh keinen, wir schlagen das nicht mehr vor. Und ja, ich mache das zwar sehr gerne immer noch, ich würde sehr gerne noch weitermachen, nur fehlt mir momentan absolut Motivation, um explizit für YouTube Videos zu machen. Aus dem Grund werde ich jetzt keine so Videos mehr machen. Vielleicht werde ich auch wieder ein paar machen. Nach einer Woche, 2 kann es sein, weil ich einfach wieder Bock habe, um etwas zu machen, weil ich eine Idee habe und das will ich umsetzen. Aber ich mache keine Serie mehr. Ich mache keine Saison jetzt mehr, keine Playoffs oder irgendetwas. Wenn, dann kommen vielleicht vereinzelte Videos, wo ich gerade Lust habe. Es muss nicht Gaming sein, es muss nicht NHL sein, es kann sonst irgendetwas sein. Heisst aber nicht, dass gar nichts mehr kommt. Ich werde schauen, dass ich öfters streamen kann, mehr streamen und dann werde ich Stream-Highlights oder komplette Uncut-Sachen aus dem Stream von Twitch auf YouTube aufladen. An dieser Stelle, wenn du möchtest live dabei sein bei Twitch, findest du natürlich den Link zu meinem Twitch-Kanal unten in der Videobeschreibung. Folgt mir dort, bis live dabei, weil die Streams sind richtig geil. Da können wir richtig geilen gemeinsamen Spass haben und an dem habe ich momentan viel mehr Freude als an YouTube. Das war's. Alles andere, ich würde noch mal dazu sagen, wäre wiederholend und machend. Keine Ahnung, was ich mir noch mehr sagen will. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn du aber eine Frage hast oder irgendetwas, kannst du sehr gerne deine Meinung, dein Empfinden über alles Mögliche unten in die Kommentare hineinschreiben. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, für deinen Support und alles. Jetzt jedoch bin ich draußen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!